verschiedene Soins können aktuell just am Spidol gemacht gehen. Und da wäre natürlich wichtig, und das ist etwas, wo wir auch dafür ersetzen, dass wir da möglich machen, dass man nicht mehr nimmen Sachen am Spidol könnte machen, aber dass man auch aus dem Spidol raus könnten, zum Beispiel der Personen die Möglichkeit geben, für auch ein IRM zu machen, an einer Struktur, an einem Radiologiecenter. Notamment, dass nicht nimmen Akten valorisiert gehen, mir auch Zeit, die dann den Doktor sich hält für den Patient auch valorisiert wird. Das ist nämlich im Moment nicht der Fall. Ich meine, Telekonsultationen, also etwas wird abkommen, parallel haben wir aber auch Applikationen, die sich die letzten Jahre entwickelt haben. Wenn wir die letzten 2 Jahre gucken, hat man performanten Gesundheitssystem, mit denen natürlich viel auf gute Willen von den Leuten basiert wird, an den sich besser gewischt wie, wenn man viel mehr Freiheiten hätten. Stell dir vor, die sieht du heim mitten an der Nacht an die erwäscht und das ist immens schlecht. Die hat wahrscheinlich heißt Fever und die wisst nicht, was er sollt machen. Geht er lo an die Urgence, wer da bis den Tag drauf, für bei einem Doktor zu gehen. Was soll ihn an so engen Situationen machen? Damit ging ich begrüßen bei einer neuen Edition von unserer Kaffeespause. Wir schwätzen heute über medizinische Versorgung. Und wir noch einen Gast invitiert. Heute ist den Georges Batista. Moin Georges. Moin Carol. Den Georges ist Doktor, er ist Generalist. Er schafft an einer Praxis, an einer Gruppenpraxis zu Jung-Lünster. Und parallel ist er aber auch sozial aktiv als Doktor. Georges, guten Morgen an einer flotter Location. Hi. Merci für die Invitation. Georges, was gingst du da so? Was möchtest du am besten, wenn an der Nacht nicht gut ist? Ist die Urgence immer die richtige Lösung? Den ersten Ansprechpartner, wenn es nicht gut ist, sollte immer sich den Hausdoktor sein. Vom kleinen Mund noch. Und natürlich, da sollte da sein Hausdoktor sein vom Vertrauen. An Uwes oder Weekends oder Feiertag, wenn sein Hausdoktor nicht zu erreichen ist, da sollte natürlich Mission medikal sein. Die Mission medikal kann es doch sein, dass er einen Hausdoktor trifft an dem Moment. Ja, Mission medikal ist ein gutes Stichwort. Ich meine, das ist etwas, was man noch viel mehr an den Kopf von den Leuten muss kriegen. Weil ganz viele Hunde haben den Reflex, dass an eine Urgence gehen, was er möchte, dass eine Urgence mit Problemen belastet wird, die am Anfang nicht dahin gehören. Oder meinst du, dass die Leute schon wirklich wissen, dass sie an eine Maison medikal sollen gehen? Ich ging meinen, dass in den letzten Jahren das sich verbessert wird. Muss ich aber sagen, dass während der letzten 2 Jahre die Situation sich einfach verändert wird, weil man an der Maison medikal gezwungen sind, ein Rendezvous zu schaffen, respektive Leute gesagt, gut tun, geht nicht unbedingt an Maison medikal, wenn da zum Beispiel Infektionssymptome hat. Und wir haben ganz klar an den Konsultationen gemerkt, dass die Aktivität mehr vital schon draufgegangen ist. Ich kann mir aber natürlich auch gut vorstellen, dass das dazu gefordert wird, dass mehr Leute zurück an das alte Schema kommen sind, wo sie echt an die Urgence gegangen sind, anstatt an die Maison medikal. Es kann ihn immer zu Moment dann 112 rufen, den weiterlädt und den Doktor den Dienst tut, und kann ich schon mal vielleicht über Telefon den ersten Trimann von Dr. Kason geht an die Urgenzen oder ich komme lang oder kommt an Maison medikal. Ja, Maison medikalen, du hast doch so, ich komme echt aus dem ländlichen Raum, du schaffst auch echt am ländlichen Raum. Da haben wir noch ein bisschen Nachholarbeit zu machen, weil Maison medikalen am Moment sind am Anfang nicht am ganzen Land verbreitet. Das heißt, wir so als Demokratische Partei zum Beispiel auch, dass wir aus einer Maison medikal auch für den Norden bräuchten. Das ist ein immens grosses Territoire, wo aber auch trotzdem ein ganz Reihe Leute auch nur der medizinischer Versorgung frohen. Und auch am Osten, so dass wir am Anfang dafür plädieren, dass nach weiter Maison medikale beikommen, was sie dann noch nach mehr visibel könnte machen.
Im Moment tun wir hier 3 Stück am Land. Und das richtig, dass die von Ettelbreck sich de größten Territoire Kilometer muss aufdecken, aber nicht unbedingt die Population. So wie die Lo ist, das ist schon bald 20 Jahre alt, die Struktur, wie sie Lo besteht, also von der Abteilung hier. Und natürlich muss das vielleicht ein bisschen reevaluiert gehen, ob die Anteilung propor zu der Population noch immer dem entspricht, wie es damals abgebaut ging. Wenn wir gucken, wenn ich zu Ettelbreck rausfahren, weil junge Lünster gehört aus dem südlichen Teil nach vom Territoire, muss ich von Echternach bis Riverbreden alles Rob aufdecken. Du kann nicht sein, dass ich über 1 Stunde von einer Platz auf die andere braucht. Das ist richtig. Ja. Neben den Mesomedikalen seid ihr bei den Praxen, die generell gehen, seid ihr immer mehr Gruppepraxen. Lobst du auch an so einer Gruppepraxis? Das selbst wird man auch jung Doktoren eigentlich ausspricht, weil als junger Doktor mengsch das nicht mehr wie früher, dass in 50-60 Stunden die Woche schaffen, will ich noch mehr Familienleben verbannen. Mir so als Demokratische Partei, dass man die Gruppepraxen noch weiter solle fördern und auch pluridisziplinär, etwas was sich auch schon developiert wird. Seist du auch Zukunft nach an mehr pluridisziplinären Strukturen am Land? Ganz klar geht ein Trend an Gemeinschaftspraxen, die multidisziplinär sind. Am meisten Fall zum Beispiel sind wir zu 3 Generalisten, eng psychiatrisch an eng Diätetician. An einer Kollegen, die ich kenne, die haben sich auch ungefähr so auf multidisziplinär Praxen dann spezialisiert. Das ist natürlich viel mehr attraktiv, wenn auch für den Patient selber, dass wenn sein Hausdoktor nicht da ist, dann ist direkt automatisch in anderen da, den Zugriff hat auf Donien, für eben Kontinuität des Soins zu garantieren. Das ist immer ein wichtiger Punkt, dass Kontinuität des Soins, das ist ja legal gesehen eine Obligation dafür. Es gibt auch ein Motiv vom Minister für junge Doktoren an eine Gemeinschaftspraxis zu lacken, also für finanzielle Hilfe zu kriegen. Just Kriterien sind so, dass man nicht nach Kind ein applizieren. Ich hatte ein gefragt, wo ich gestartet habe, zählt mein Hausvisit als Arbeitszeit. Sie konnte man nicht darauf anfragen, im Minister. Sodass mein Dossier nie irgendwie da gelandet ist, für eine Aufruhr zu machen. Aber ich meine, dass einfach jung automatisch echt da auf Gemeinschaftspraxis gehen. Zumal, wenn in ländlichen Regionen schafft, ist das natürlich viel mehr attraktiv. Und das wäre doch so sich weiterentwickeln, das ist ganz klar. Ja, das war auch effektiv ein Punkt, den ugeschwert ging, dass die dezentralen Strukturen an auch favorisieren davon der Hölfen, die da sind. An die Hölfe, die im Moment besteht, da ist eine Starthölle von 10.000 € pro Generalist, die ist bislo nach gar nicht Terrain ankommen. Und ich meine, dass wir da dann auch müssen und die Konditionen schaffen, erstens, dass es nicht nur für Gruppenpraxen, für Generalisten gilt, sondern dass es doch für pluridisziplinäre Strukturen gilt, und dass man dann da das wirklich fördern. Weil ich meine, wenn sie nach bei keinem bislo kommen aus, das heißt aber auch, dass vielleicht Konditionen ein bisschen streng sind. An diesem Debat, den wir an der Chambre hatten, haben wir über den Virage ambulatoire geschwärzt. Das heißt, über Alternativen zu der Hospitalisation. Und also auch darum gegangen, was den für den Patient, weil ich meine, der Patient steht immer am Mittelpunkt von dem Ganzen. Wie eng Analysen, wie eng Untersuchungen, wie eng Angriff auch eventuell nicht mehr unbedingt müssen an einem Spital gemacht gehen, aber so auch könnten als Strukturen außerhalb von den Spitälern machen. Und ich meine, dass die pluridisziplinären Strukturen, die wir angeschwärzt haben, auch noch weiter könnten abgewehrt gehen, da sind am Anfang auch spezialisierten Doktoren, sonst mal den Orthopäden, eventuell auch keine Möglichkeit gehen, verschiedene Angriffe zu machen. Beispiel,
eng Arthroskopie vun engem Knei getaut am Spidol gemach, auch bei den Gynäkologen eng Mammographie getaut am Spidol gemacht. Dat sind alles Sachen, wo der medizinische Fortschritt us sech meiglech mcht, Sachen aus dem Spidol rauszuholen, an Spidol dann auch zu entlasten. Seist du do nach Potenzial für wirklich auch wie am Ausland am Funk schon ass auch als Lützeburg nach die Angloianer Sachen aus dem Spidol rauszuholen, an noch an die Gruppepraxen du auch ranzubringen? Du gehtt ganz sicher nach Potenzial nur, wenn hölmer Beispiele, die am Ausland schon gehen. Viel pluridisziplinär Equipen am Ausland schaffen eben auch mit zum Beispiel Hierwarmen oder mit Infirmieren. Das ist heute noch nicht so der Fall. Ich meine, der legale Kader ermöglicht doch sowieso noch nicht. Das soll ja vielleicht irgendwann möglich sein, hoffentlich. Es sind viele Medikamente, die sind gebunden an ein Spidol zum Beispiel. Das heißt, wenn ich meinen Patient daheim oder am Altersheim will betreuen, und das Medikament mir nicht an einer normalen Abdick, dann muss ich den Patient an Spidol schicken. Das ist ein Soin, den ich hätte können ausmachen. Ich kriege aber nicht die Möglichkeit dafür. Und wenn man, das wäre schon ein Anfangspunkt. Wenn wir schon Aktien hätten, ob alle Medikamente an Spidol nicht ging, für sich halten, dann hätte man schon einen Cope. Not einmal von den geriatrischen Fällen hätte man schon gar nicht mehr am Spidol. Muss ja auch so, dass den Hauptteil von den hospitalisierten Personen aber eine geriatrische Population sind, also eine ELA-Population. Dann natürlich Akten. Es gibt verschiedene Akten, die sich reserviert und die sind gekoppelt an Spidol. Das sind alle Gesetzestexte, wahrscheinlich steht noch immer gehen, die nicht erlauben, verschiedene Akten eben außerhalb zu machen. Wenn die wollen da hast, dann müssen die einfach just ändern an eben das anpassen. Und da muss dann natürlich dann Nomenklatur, wo der MMD ja schon mal lange drüber schweißt, dass er mich zugepasst gibt, weil dann ganz alle Nomenklatur ist, auch angepasst gehen. Und notamment, dass nicht nur Akten valorisiert gehen, aber auch Zeit, die dann den Doktor sich hält für den Patient, auch valorisiert wird. Das ist nämlich im Moment nicht der Fall. Und das ging vielleicht auch die Spezialisationen, sehr wird Psychiatrie, Medizin generell am weitesten Sinn, vielleicht auch mehr attraktiv machen. Weil ich sehe ganz klar den Trend, dass die Spezialisationen, die zeitintensiv sind, nicht aktintensiv, wenn der natürlich man verdenkt, man attraktiv sie bei den Jungen. Ja, du hast Spezialisationen ugeschwert mit verschiedenen Modernisierungen von unserem System. Kennt den Dummer da vielleicht doch dann den einen oder den anderen, dem nicht unbedingt auf Lützeburg trecken, kennt den dann aber vielleicht für Reis gewonnen. Weil wir ja aber eine Penurie auch von Doktoren. Also ist die schon der Meinung, dass man da vielleicht, wenn man verschiedene, sonst mal, Systeme bisschen gingen abheben, dass man vielleicht auch mehr attraktiv wären für ihre jungen Doktor, für sich auch zu Lützeburg zu installieren. So zum Beispiel ein Spezialist, den Medizin General möchte, den dann sonst mal Nervensänger Aktivität am Spidol nach kein zusätzlich auch die anderen Akten an seiner Praxis machen. Und du hast am Anfang Akten ugeschwert, et gëtt eng Diskussion, se feiert IRMen als Scanneren, me sie am Fong filmmi bret. Du hast et gesot, verschieden Equipementer, verschieden Soin können aktuell just am Spidol gemacht gin. Do wäret natürlich wichtig, und das selbst wo mir auch dafür ersetzen, dass man do meiglech machen, dass man nicht mehr nimmen Sachen am Spidol könnte machen, aber dass man auch aus dem Spidol raus könnten, zum Beispiel der Personen Möglichkeit geben, für auch ein IRM zu machen, an einer Struktur, an einem Radiologiecenter. Das ist schon wichtig wäre, dass man da das eine oder das andere aus dem Spidol rausholen, für auch das Spidol zu entlasten. Geht ja da sich nicht drum für gegen den anderen zu sehen, für ein komplementäres System zu haben, wo man neben dem Spidol nach weiter Strukturen haben,
die vielleicht Mino für den Patient sind an die auch Doffer aus sich mir groß machen wie die Lodos. Also wann eng Werdezeit huet vu Maint as schon ganz klar da weiß das nicht wo Problem ist. Mi hun genug Maschinen sie gin vielleicht falsch ausgelöscht. Ich Beispiel eng IRM als riesige Magnet, die geht nicht ausgeschaltet, wenn den hingeht. Die kennt 24 auf 24 Strähnen, wie sie just et Moyen dafür gehen, dass das Personal do wir für die Maschine noch 24 auf 24 aufzudecken, dann hat man schon mal ein Drittel meiner Wartezeiten. Dass die Maschine unbedingt an einem Spital muss sind also effektiv nicht mehr zeitgemäß. Für wer das nicht mehr Privathand auch distribuiert wird, wie eben liberal Doktoren, das man auch sich rätsel nicht schon echter gemacht wird. An anderen Ländern dürfen Doktoren auch privat eben Radiologiezentrum leiten. Mir auch viele Leute notamment aus dem Osten, die dann an Deutschland drüber gehen, für Miseier und eine Imagerie zu kommen, für Miseier und Diagnostik zu stellen, für eine bessere Prise en charge. Das mir zu Lützeburg noch nicht auf dem Punkt sind, also sich ein bisschen traurig, ja. Ja, du hast du geschwärzt, ganz viele Leute sichern dann den Weg an das Ausland, und du dann an Eisen an, wo man sich aktuell aber bisschen eng indirekt zwei Klassen mit sinn der Tisch in den Meket huet den hölzeste Rendevous do wo krit an Diana die werden an schmengen das nicht gut an du hast für Nomenklatur ugeschwert dat sind am Fong Tarifer die het gehen für so ein IRM oder auch eng andere Analyse zu machen an du hast aktuell so dass sie von der Krankenkäse just Remboursement krit wann in den IRM auch am Spidol mischt an du muss unbedingt du hast gesot no gebessert gehen der Techt da se och wann den zum Beispiel an einem Radiologiecenter den lo am ländliche Raum aus da se wann den do in IRM mischt da sind du dieselbechte Remboursement krit weil sos gött in de Leute de Patienten net dieselbecht Meigketen an du wäret einfach wichtig dass man ein System hätten wo Leute net sech och mussssen an d'Ausland oder so enger Struktur vielleicht auch méi mussssen op den Dich ze lee viel am Funk dieselbechte Analyse respektiv dieselbe Kontrolle zu machen. Ja, also wenn man die letzten 2 Jahre gucken hat man performanten Gesundheitssystem mit denen natürlich viel op gute Willen von den Leuten basiert huet an den sich besser gewicht wie wenn man viel mehr Freiheiten hätte dass man zum Beispiel COVID-Patient unbedingt an den Spidol miss schicke wie verschiedene Sichtungen zu machen holt du just zu einem Stau gefordert und zu enger Zentralisation von Soins die nicht hat missen zentralisiert sind wenn man könnten zum Beispiel ambulante Firmen hun die Sauerstoff hier könnten transportieren wo mir Bause gegen nie waren als Beispiel dann hat man verschiedene Spitzepunkte wo eingewirt wo man hätten müssen verschiedene Soins verrickeln am Spidol das alles hat vielleicht nicht miss Sinn wenn man schon einen modernen System hatte. Ja, das heißt engerseits am Anfang verschiedene Sachen aus dem Spidol rausholen und dann andererseits am Spidol auch Flühen abdelen, dass am Anfang auch, das ja was Pandemie als gewissen hört, dass am Anfang auch als Spidol muss können eine Abdelung machen für das wann dann so einer Situation was wie lo dass sich nicht nimmen Herr COVID-Patienten kannst treieren mit das auch all die anderen Sachen die anderen Soins dass die Kontinuität des Soins am Anfang auch kannst weiter assurieren. Das ist ganz interessant ich weiß als Geschichte das war sich Fehler gemacht mir just geguckt rentabel zu sehen ich invitiere reden ob man an mein alt Universitätsspidol zu gehen zu Straßburg du gesagt in am alle Spidol dass sich Demos Servicen a Pavillon waren de Pavillon Psychiatrie Pavillon Infektiologie Pavillon Medizin intern also weiter Demos wann zum Beispiel von einer infektiöser Erkrankung war
Goffen Leiit an dem Pavillon oder an 2 Pavillon behandelt, all die anderen Aktivitäten konnten unabhängig weiterführen. Haut zu das, man probiert immer so rationell wie möglich alles zusammenzusetzen, setzt man alles an E-Gebäude. Problem ist, wann an dem Gebäude, wenn du brennt, da lebt nicht mehr. Und sich wird Geschichte als nicht gewesen, wir vielleicht besser das nächste zu dezentralisieren auf verschiedene Pavillon oder eben auf verschiedene Praxen bauen. Geschichte wird als nicht gewesen, was für Fehler man damals zu begangen haben. Ja, absolut. Ich mir rudere nicht zurück. Du hast von der Geschichte geschwärzt, dass der mal lehren. Pandemie hat uns auch gewissen, dass man aus sich auch immer mehr digital denken, auch an der Medizin. Ich meine Telekonsultationen, also etwas wird Abkommers, parallel haben wir aber auch Applikationen, die sich die letzten Jahre entwickelt haben. Wir haben ein DSP, das heißt ein digitale Patientendossier, den du hast. Mir auch da mengnisch muss aber noch viel geschehen an das ist aber auch etwas, was aber unbedingt an der Zukunft noch muss weiter gefördert gehen. Ich hoffe, dass es an die Richtung noch weiter gefördert geht, weil den DSP geht seit Jahren geht aber wenig benutzt. Wie war einfach weil es user-friendly ist, weder für den Patient noch für den Doktor. Mir in der Praxis benutzen zum Beispiel nicht. Ich chauffiere mich irgendwann von mir ranzuknien, aber der Fakt, dass ich ein Effort muss machen, für dass ich den UT benutzen, weist, dass es für viele ran sich nicht scheiße ist. Die Santé schafft drin, dass er besser geht, aber sich hat man schon lange kein ganz performantes System haben. Wenn man guckt in Estland, du hast alles so proper und einfach digitalisiert, du kennt man als ruhige Beispiele holen. Demnächst soll ja auch den elektronischen Impfpass kommen. Die Geldziele sollen in Zukunft irgendwann ersetzt gehen. Das ist auch der richtige Schritt, dass man an die Richtung gehen, dass das alles verkoppelt wird. Am Moment ist es noch so, dass es zu schwerfällig ist. Ich hoffe, dass an den nächsten Jahren das für den Patient und für den Doktor einfach viel mehr einfach gemacht wird. Ja, ich meine, wir haben ganz verschiedene Sujets angeschaut, die die medizinische Versorgung hier im Land betreffen. Ich meine, der Konstat ist den, dass wir ganz performanten, qualitativ hochwertigen medizinischen System hier zu Lützeburg haben, dass wir uns aber auf der Basis von den Situationen, die wir im Ausland schon haben, noch durchaus modernisieren können. Eine Modernisierung, die am Sinn manchmal ist vom Patient, eine Medizin, die sich vielleicht auch mehr breit aufstellt und nicht mehr unbedingt nimmen Spidols zentriert ist, aber das am Anfang zu summen, Spideler, Matten, Strukturen, die bauen sind, dass wir da noch können mehr modernen, auch mehr patientenfreundlichen System könnten opbauen. Ich so dir George vielmals merci für das Gespräch, was wir heute hatten. Es war ganz interessant. Merci Karl für die Invitation. Ja. Es hat mich gefreut. Kennt ihr natürlich stundenlang drüber schwätzen, aber ich will mir vielleicht ein paar Kehrpunkte einfach kurz knapp erläutern. Cool. Ja, und dann ging ich auch merci so für die Nullausteren und ich ging ich Rendezvous gehen, wenn wir die nächste Kaffeespause von der Demokratischen Partei abholen. Bis geschwind.